Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Lufia auf Pelzig. Hier im Elfenhain. Tun wir doch gleich mal. Duplex-Klinger, ziemlich heftiges Messer. Chaosbomber, vor allem gegen fliegende Gegner. Ja, das Ding ist nicht schlecht. Für ATA vielleicht auch nicht verkehrt. Der Dreizack können wir uns leider nicht mehr leisten. Nee. Verflixt. Müssen wir wieder ein bisschen kruscht verkaufen, glaube ich. Haben wir halt zwei Hammerhute weg. Silberdege weg. Flugaxt kommt weg. Komm, fort damit. Wir brauchen wieder Kohle. Laborkittel. Scheißdreck, du. Fort damit. Ja, wir brauchen dringend wieder Geld. So, okay. Jetzt können wir nochmal gucken, dass jeder was Gescheites kriegt. Abendkleid, ja, damit geht es bestimmt gut in den Kampf. Aber ich glaube, ATA ist ein Kerl. Sicher bin ich mal zwar nicht, aber so zu 60% bin ich mal doch sicher. So. Dann Zauber, genau, der kann ja schon alles. Das ist sehr gut. Der war in Schockstarre wegen dem Licht. Ja, hohle Versprechungen. Twixer war stark, aber nicht stärker als Amon. Yep. Dann nochmal gucken. Die Handy ganz... Oh, das ist auch gut. Lichtstrahl trifft die Gegner. Nodaba und Abaddon, also Nodaba rückwärts geschrieben. Das ist dann die Steigerung davon. Das ist ein ziemlich geiler Zauber. Sollten wir auf jeden Fall kaufen. Ach, ATA ist eine tolle Kriegerin. Ah. Okay, ATA ist also wirklich eine Frau. Ja gut, dann waren es dann doch eher die 35%, die ich mir nicht sicher war, die stimmten. So. Okay, also ATA ist eine Frau, wissen wir jetzt auch. Okay, der Marke Menschen. Der klagt nur, dass es tapfere Menschen gibt. Und die hat Schiss vom Amon. Na, einfach mal bei denen ins Haus einbrechen. Ja. Mehr wird ganz bestimmt nie verschmutzt. Der träumt, bevor Krieger zu sein. Ja, mächtige böse Energie, du fühlst schon richtig. Allerhaupt, da müssen wir zuerst Twixer retten. Und kriegen dafür vielleicht das Snickers geschenkt. T-Rex und Mini-Drachen. Jetzt gehen die Gegner richtig los. Aber dafür haben wir mit ATA auch eine Kriegerin kriegt, die magiebegabt ist und ziemlich was drauf hat. Also ATA ist definitiv richtig, richtig gut. Oder ATA. Das finde ich aber so typisch deutsche Idiote-Ausspruch. ATA. Deswegen habe ich die eigentlich immer nur ATA genannt. Damit es ein bisschen noch was klingt und nicht ATA. So richtig deutsch halt, ne? Wie man auch generell im Deutschen einfach null die japanische Name aussprechen kann. Wenn ich da nur dran denke, bei Detektiv Conan. Kokoro Mori heißt er ja, der angebliche Superdetektiv. Und in der deutschen Übersetzung Kogoron, als wäre der irgendwie Franzos. Also sowas ekliges, sowas saudummes. Kann ich mich darüber aufregen über sowas. So, da haben wir jetzt einen 11 dabei und funktioniert das. Und hier haben wir der Echsenprinz. Okay. ATA macht immer so den Ausfallschritt, wenn es angreift. Da kriegt die Feuerfaust auf die Schnauze geballert. Warum nicht? Na, dann nichts wie drauf. Okay, die scheinen wohl Windelement zu haben. Zieht wohl nicht allzu viel ab. Gut. Machen wir das, falls es durchkommt. Oh, ATA ist schnell. Sehr schön. Dann macht er mal so den Champion-Zauber. Mit ATA haben wir jetzt auf jeden Fall auch jemand mit gewonnen in der Partie. Die Liebeswürger, alles klar. Die auch sehr gut zaubern kann und sehr gute Zauberwerte hat. Das ist auch so unser Endkampfrunde sozusagen. Bei der Partie wird es auch bleiben. Bei
Maxim, Gaia, Selan und Artea. Das ist dann unser Final Constellation, was die Charaktere angeht. Ja, okay, Wasserschwert können bei den Dinger wahrscheinlich nicht viel Auswirkung, dass man die Viecher gießt. Alter, wie, der kann 3-mal angreifen, der Sausack. Drecksviech. So, dann runter mit uns. Oh, scheiße, jetzt kommt das. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Hätte ich mich doch bloß nicht mit dran erinnert. Verflixter Scheiße, das war der Dreck. Okay, jetzt muss ich wirklich aufpassen, dass ich da alles noch irgendwie im Blick habe. Ich weiß nicht, ob ich das alles nochmal hinkriege, aber ich hoff's. Ach du Scheiße, warum bauen Elfe dann so einen Quatsch? So. Da. Hier. Dann so, dann so. Können wir da lang. Scheiße, da wird's nix. Nee, das ist ja nur da gedacht, ne? Können wir uns ja gleich mit der Hase geben, den Versuch. Okay. Dann probieren wir's so rum. So. So. Hier rum. La rum. Und dann hier. Ja, da kommt nämlich der hoch. Dann sind wir wieder dort und können da entlang. So, Gargoyle. Wir hatten sie davor, ne? In der letzten Episode. Und einen Oglin gibt es auch noch dazu. Wenn ihr euch erinnert, dann sage ich das Secret of Evermore gab es auch Oglins, aber das waren diese grüne, orkartige Wesen in der schwarzen Kapuzenmäntel. Okay. Ja, eine schlechte Bomber. Gehen wir nochmal alle drauf. Ich glaube, die halten ein bisschen mehr aus, die Oglins, kann das sein? Naja. Ego-Schrauber gibt's noch. Okay. So, da. Hier ist was lose. Schauen wir doch einfach mal nach. Du ist was lose. Das heißt, du damit kommen wir wieder ein Stockwerk runter, nämlich an, ne? So, hier. Okay. Hier ist das Ding. Passt. So. Dann gehen wir doch gleich mal hier runter, ne? Dann kommen wir nämlich dort drauf. An eine gute Rakete ringen. Das wird dann was für Artea sein. Jo, erhöht Beweglichkeit stark. Passt ja zu ihr. Sie ist ja ziemlich flink. Ich glaube, jetzt ist aber das Ding wieder weg. Genau. Na gut, wir wissen ja, wie es funktioniert. Das heißt, in den Bereich müssen wir sowieso noch einmal. Aber, halte mal eine Gaula. So. Nee, so geht's nicht. Mist. Anders geht's nicht als so. Warte mal. Das war so und so. Geht's dann da lang? Ui. Kokatoris. Nicht schlecht. Warum müssen es immer gleich 4 Stück von den Scheißviecher sei? Die Pikorgie. Nein, die paralysieren dann noch diese scheiß Pikorgie. Ja, ich spare mir jetzt auch meinen Kommentar zu dem Wort Pikorgie und so. Ui, okay, gegen Wasser sind wir empfindlich. Und Artea hat sich erholt, sehr gut. Also, wenn die Viecher gegen Wasser empfindlich sind, schmeißen wir dann... wo ist es dann? Der Drache auf den Leib. Nicht Donner? Drache. So.
Wenn die tatsächlich empfindlich gegen Wasser sind, dann kriegen sie die volle Dosis ab. Mhm. Sieht gut aus. Okay, dann lohnt sich wenigstens Maxims Zauber noch. Oh, es sei denn, der Terminator macht alles platt. Sieht so aus. Okay. Das sah schon wirklich genug aus. Okay, Maxim, heilse alle und dann geht's weiter. Wenn, dann nehmen wir die Erfahrungen von solcher Räume auch mit. Sehr schön. Zum Glück nicht so viel abgezogen. Dann als weiter drauf. Ja, sieht stabil aus. Das war auch gut. Dann ist ja jetzt eigentlich Geschichte. Spätestens noch Geistangriff. Genau. Quod erat demonstrandum. Nächste Schlange kommen, die Corridras. Die haben jetzt mittlerweile alle nämlich so schöne Namen, finde ich, die ganzen Gegner. Aha, aber in Blau sehen die ja nicht verkehrt aus, die Viecher. Wobei ich die Schuppe teilweise echt sehr übertrieben dargestellt finde. So, wie viel ziehen sie dann ab? Es geht. Es geht. Maxim darf dann nochmal die Heiler spielen. Und die anderen greifen A. Schön, schön. Also Champion ist definitiv ein Zauber, der es auch einfach wert ist. Und ohne den es später auch gar nicht mehr geht, würde ich schon fast sagen. So, noch gegen die Würger. So schmeißen wir aber den Phönix drauf. Ah, Gordo hat leider nicht nochmal Feuerklauer oder so parat gehabt. Aber das sind diese Mistviecher, die dreimal angreifen dürfen. Da müssen wir also wirklich vorsichtig sein. Ja, nicht schlecht. Und Eischläfern können sie auch noch, wie es aussieht. Ich finde es immer so geil bei so einem Status Negativeffekt bei Artea, wie die Elfenohre dann so runterhängen wie Schlappohre beim Haas. Dann haben wir die Echsenprinze. Machen wir mal stärker auf Artea. Machen wir mal einen Frostfluch drauf, weil wir es können. Und die Chaosbombe auf den, weil irgendwie scheinen sie ja zu schweben. Und ich glaube, das war gegen fliegende Gegner effektiv. So, die schnelle Jungs waren jetzt schon dran. Okay, Ceylon ist auch noch vorher. Mal gucken, wie es bei Guy aussieht. Oh, das war nicht so besonders gut. Ja gut, da hätten wir uns eine Bombe auch schenken können. Schauen wir mal, wie der Phönix bei dem sich wirksam macht. Aber cool gemacht sehen die auf jeden Fall aus. Dann nur noch die Gargülen mit Oglin. Beziehungsweise der Gargoyle mit Oglins. Wobei, was ist denn da die Mehrzahl von Oglin? Ich glaube Oglins dann, ne? Ach ja. So, als nächstes auf der Gargoyle. Der sieht ja auch so farblos aus in seinem eintönigen Grau. Nix wie weg mit euch. Sehr schön. Ego-Schrauber gibt es auch aber drauf als Abschiedsgeschenk. Dann haben wir jetzt auch den Raum hier erkundet. Gut, der war nix. Dann wieder dort hier. Nee, warte mal. Eva, habe ich mich wieder ins Abseits geschossen. Andersrum. Das war so. So. So.
irgendwie in der Art, ne? So. Dann der und der. Und dann so. Ja, genau. Okay. Dann war hier noch was. So, Baller. So. Und dann stürzen wir hier runter, wo wir dann hier entlang kommen. Okay. Okay. Du müsstest dann weitergehen im Tempel, ne? Ja, genau. Alles klar. Da haben wir noch der Liebestöter. Oder Würger. Machen wir einen Phönix drauf. Und auf dich machen wir den ganz eigene Phönix. Müsste eigentlich ziemlich gut abziehen. Jo. Schauen wir mal, wie Seelan im Gegenzug abschneidet. Ja. So zieht Seelan mehr ab mit Magie. Nochmal ein bisschen Echseprinz. Die Echsenprinzenrolle ist bestimmt auch sehr lecker. So, nichts wie drauf. Wir probieren nur bei dem Phönix aus. Ah, das war sogar... Ist es sogar vor Maximtra? Ja. Das ist ja ein ziemlich stabiler Zauber. Dann kümmern wir uns um den Rest. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ach Gott, wie hier noch so effektvoll dramatisch die Lichter angehen. Ja, komm her. Komm her. Koridras. Nix wie drauf. Und dann können wir auch schnell weiter wieder. Aber Hauptsache, wir haben ja auch jeden Gegner wieder mitgenommen. Denn ich persönlich finde es eigentlich schon recht wichtig, hier die ganze Erfahrung zu sammeln. Lufia ist auch definitiv ein Spiel, was so bevor lebt, würde ich sagen, dass man hier gegen die Gegner kämpft und levelt. Und ich finde ja die Kampfanimationen eigentlich auch immer sehr schön gestaltet. So, oder? Wieder der Gargoyle. Oh, das sind aber viele. Wir probieren es wohl mit Drache. Schauen wir mal. Das geht. Okay. Das sind wohl im Vergleich zu den anderen Gegner die Gegner, die eher mal weniger vertragen. Das sind wohl hier die schwächste Gegner im Weihe-Tempel. Dann mach ich erstmal hier ein bisschen Champion. So können wir auf jeden Fall sicher sein, dass jeder voll geheilt ist und noch dem Zauber. Sehr schön. So muss das laufen. Okay, da unten steht noch so ein einzelner Eisengolem rum. Hier ist noch irgendwas ziemlich Großes. Tatona. Sieht ein bisschen ekelhaft aus. Sieht aus wie irgendwie ein sehr großes Monster in einem Eisepanzer mit Stacheln kühlt. Wie auch immer das was Sophie herstellt. Eisengolem. Ja, das ist die richtige Version und nicht der Glatzenwicht. Also immer hier. Ich weiß nicht, probieren wir Samurai aus. Okay, es geht sogar dafür, dass es Eisengolems sind. Man kommt sogar durch. Hätte ich nicht so gedacht. Jetzt schauen wir mal, was das Samurai bringt. Weil normalerweise sind Eisengolems ja eigentlich ziemlich resistent, was körperliche Angriffe angeht.
Und bei Rollenspiel, bei solche Pen-and-Paper-Rollenspielsysteme wie Dungeons and Dragons halten sie zusätzlich noch sehr viel Magie ab. Also das sind schon ziemlich heftige Gegner. So. Oh je, das waren die Wasserhinkler, ne? Da brauchen wir wieder den Drache. Ich glaube, das waren die Wasserhinkler. So. Drauf. Und es wird auch der letzte Kampf hier sein für die Episode heute. Mach's immer nachts, die närrisch Hinkler. Bitte nicht paralysiere oder so ein Scheiß. Und vor allem auch eine Töter. Ja, Gott sei Dank. Geh ruhig auf Gordo, der mag das. Das müsste dann gewesen sein. Sehr schön. Hopp, mach was, zeigt Schade A. Jo, sehr gut. Okay, für Gordo gibt es auch ein Level. Und ich stehe dann wirklich, sage liebe Leute, ich mache an der Stelle hier meinen Cut. Und wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Lufia auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann, wenn wir weiter in den Weihe-Tempel vorstoßen. Ayan Yankee.